Two friends walk into a bar, then they make out. And it's not a friendship anymore. Das stimmt nicht. Das gilt haut herauszufinden. Damit hängt zusammen, mit welchen Leuten in sich eine Freundschaft vorstellen kann, mit welchen eine sexuelle Relation und welche Rolle Geschlecht dabei spielt. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Eine Sache, die mir einzeln durch den Kopf geht, als das wie ich noch mir jung war, ich einen erwachsenen Mann hören und so, Frauen und Männer könnten nicht befreundet sein. Und das hat mich immer ein bisschen beschäftigt, was das genau heißt und was das konkret auf den Mann bezogen über seine Freundschaften zu Frauen aussieht, über seine Beziehungen insgesamt zu Frauen, über seine Sicht auf Frauen. Mir natürlich schon Stunde festgestellt, dass auch ganz viele andere Leute der Meinung sind und auch ganz viele Leute der Meinung sind, dass das Bullshit ist. Ja. Mich einklü. Mich auch. Wobei, das selbst tun. Also, dass Ja. so viele Leute der Meinung sind, also, das ja, könnt ihr irgendwo hier. Und was sind denn Gedanken dazu? Ich denke, einerseits wird viel mit so Heteronormativität zu denen, das heißt, dass in Unhalt, dass Frauen und Männer sich gegenseitig immer unzählen und dass die Unzählung möchte, dass immer etwas an den Weg kommt, quasi tischt eine Freundschaft. Und dass sie sich muss flott finden. Aber es auch nicht das, meine ich, was da mal dran spielt, als so die Annahme, dass Männer und Frauen mega unterschiedlich sind. Dass sie einen anderen Spruch schwätzen, und dass sie irgendwie nicht können gut miteinander kommunizieren, weil sie so essentiell unterschiedlich sind. Und gerade weil sie so unterschiedlich sind und nicht gut miteinander kommunizieren, sind sie prädestiniert für Beziehungen miteinander zu haben. Ein bisschen paradox, oder? Ja. Wenn ich so drüber nachdenke. Das war. Also ich meine, für was etwas drin ist, also, weil man natürlich einer Verhaltensweisen an einer Art zu kommunizieren lehren, dadurch, dass man einer Geschlechter haben. Da das klar so, aber ich meine, das komplette Bullshit, dass die Unnahmen Männer sie vom Mars, Frau, von der Venus oder so, aber wir sind an unserer Essenz komplett unterschiedlich und dafür funktioniert das nicht. Ich meine, es sind einfach viele die ugeleiert Sachen, die dann so. Also, genre, du, wenn es funktioniert, das nicht befreundet zu sehen, du, wenn es funktioniert, just eine Relation zwischen Männern und Frauen, wenn sie Sex mit ihnen haben. Ja, zum Beispiel. Das ist dann die Logik, ja. Hast du schon Freundschaften mit Männern, Nee. die gut funktionieren? Nee. Kelly? Okay. Ja, effektiv. Schon ein bisschen drüber nachgedacht. Schon nicht so viele männliche Kollegen, schon sie gezählt, sind da 5. Das ist schon mal das. Ja. Und schon ein bisschen drüber nachgedacht, für was ich mit denen Männer so gut befreundet sind. Und ich meine, etwas, was sie alle gut gemeinsam haben, als dass keiner von denen Männer meint, dass Männer und Frauen essentialistisch unterschiedlich sind und du willst nicht können befreundet sein. Ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Und dass sie eine Art und Weise haben, also es geht immer um Kommunikation, dass sie eine Art und Weise haben, mit Gefühlen umzugehen. Tatsächlich. Oder hier Gefühle zu kommunizieren oder mit mir über Gefühle zu schwätzen. So. Und das ist ein bisschen tricky, weil ich kann, dass meine Freundinnen kriegst, dass so als Mann eine Freundin hast, eine weibliche Freundin, mit der du dann der ganzen emotional Bullshit schwätzt und das dann quasi die ganz emotionale Arbeit für dich möchte. Also das ist ein bisschen tricky. Also meine männliche Kollegen haben größtenteils auch viel weibliche Kollegen. So, das haben sie auch alle gemeinsam. Wie ist es bei dir, Tassi? Ich habe tatsächlich auch wesentlich mehr weibliche Freundinnen wie männliche Freundinnen. Okay. Oh, the gender confusion. Witzigen Lapsus. Ich weiß nicht, woran es leid. Ich habe nicht immer echt als Zufall erlebt, wobei es wahrscheinlich mal Zufall ist, wie ich meine.
dass du mit mehr Frauen wie Männer befreundet bist. Ja. Ja, ich meine tatsächlich nicht, dass es den Zufall ist. Weil die meisten Männer, mit denen ich befreundet bin, haben auch einfach ein anderes Verständnis von Männlichkeit irgendwie. Das nicht so an einem Stereotypen normierten, ich habe kein Gefühl, ich darf kein Gefühl und ich kann nicht über Gefühle schwatzen. Und für meine Männlichkeit zu beweisen, muss ich die und die Verhaltensweisen haben und so. Weil das mir reflektiert irgendwie sind an den Sachen. Ich kann mir vorstellen bei mir, dass es auch darum leid, dass ich es als mehr einfach empfangen, eine Freundschaft zu schließen mit einer Frau. Weil es eben nicht von vielen die Ambiguität hast, weil wenn du zum Beispiel einen Mann kennenlernst und ihn sich unterhält und sich interessant findet und dann sich gegenseitig freut, für etwas trinken zu gehen, dann musst du immer so ein bisschen, also das schwingt dann immer schon mit, aus der Lo ein Date, aus der Lo ist freundschaftlich und natürlich stellen sich die Frauen für neuem als Queerfrau auch gegenüber, also par rapport zu Frauen, also Männer einfach. Ich habe die Erfahrung an den letzten Jahren ehrlich gesagt nicht gemacht, mehr ist dann umgedreht. Also dass die meisten Männer, mit denen ich dann angefangen habe, eine Freundschaft aufzubauen, von früher wussten, dass ich größtenteils Beziehungen oder Sex mit Frauen habe. Das heißt, du hast die Ambiguität irgendwie waschgefallen, mehr ähnlich als aber auch, wenn ich Frauen kennenlernen, wo dann die Ambiguität drin da ist. So. Hast du das Gefühl, dass die mehr Männer, mehr Freundschaften mit Männern geschlossen hast, seit du geoutet bist? Also so an meiner Jugend und so, mehr männliche Kollegen von der Quantität hier, weil ich mich jeweils einfach gut mit ihnen verstanden habe, mehr Männer qualitativ Beziehungen, also das waren so 4 pro Jahren und dann, also verlebt also ein bisschen am Sand, während ich lo, mehr männliche Kollegen, die ich lo hun einfach schon weiß, okay, die werden nach ein paar Jahren irgendwie mit mir befreundet sind. Wo mir eine Date-Freundschaft ist. Also ja, von der Qualität hier, also auf jeden Fall besser gehen, weil die Ambiguität nicht da ist, oder da war am Anfang. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo eine Stadt gelesen oder hören und das auch überhaupt nicht wissenschaftlich, mit das so ein Resultat von einer Umfrage gewirrscht. Männer und Frauen sind par rapport zu ihren hetero-Freundschaften befragt gehen, ob sie potenziell Sex mit der anderen Person geben hun, wann sich die Gelegenheit geben bieten. Und Frauen sollten all nee und Männer sollten all ja. Und schon damals bei deiner Freundin darüber gespart, wie ich das für dich gelesen oder hören hat, ich weiß nicht mehr. Weil hat dem Moment viel männliche Kollegen und hat so, ja, das wäre auch sein Eindruck für seine Freundschaften mit Männern, dass oder für seine Gespräche, die jetzt zu dem Moment mit seinen männlichen Kollegen hat, dass sie das nie komplett aufweisen, die nicht. Wobei wir hat selber ja durchaus keine enge Freundschaft sind, wo nie irgendwann zu engem Sex könnt. Zu engem Sex könnt. Wir kommen lo zu engem Sex. Da kommen wir vielleicht zu einem zweiten Sex. Ich freue mich so ein bisschen, wie die Impfroen zustande kommen. Weil, auch wenn sie da gefragt ist und darüber antwortest, spielt ja auch immer dran, was du auch meinst, das von dir als Antwort erwartet wird. Oder was du meinst, das von dir als Antwort nicht erwünscht oder erwartet wird. Worum so Sachen rausspielen, wie wenn du dann als Phrase ist, ja, ich kann mir schon vorstellen, mit denen Sex tun und so. Vielleicht ist also Slutty Girls. Oder dass es gar nicht an den Möglichkeitsraum ist, weil das nicht das, was dazu geschrieben wird. So. Oder vice versa, dass du als Mann das siehst, weil du meinst, ja, okay, mir das kenne ich ja mal, weil du das so gesagt hast, keine Ahnung, Medien, Erzählungen, was auch immer. Also ich fand es mega schwer, da einen Tritt zu machen, auch bei mir selber. Okay, was denke ich wirklich, aber kann ich mir wirklich vorstellen. Ja. Aber ja. Also ich fand es generell ein Tick mehr kompliziert, mit Männern befreundet zu sein, wie mit Frauen, muss ich sagen. Weil ihn eben bestimmt Komplikationen hat, die können auftreten, wenn jemand einen Mann befreundet ist, die am Mengen an par rapport zu meinem eigenen Leben gesehen, ist da nicht mit Frauen auftreten. Dem Moment, wo Männer sagen, falls es dann so ist, laut der Umfrage, dass sie am Fong
theoretisch Sex mit einer Freundin hatten, wann sie stand Gelegenheit gibt, bieten. Die logische Konsequenz davon wie jo, dass auch so auf Zeichen aufpassen, auf Signale, und dass du musst aufpassen, wegen Signal aus der Sans, weil je nachdem, was du senden oder signalisieren, gibt den Mann dem Moment jo denken, oh, das drin interessiert, Sex mit mir zu holen. An dem Moment fängt du an anstrengend zu gehen, weil da musst du als Frau dein Verhalten managen sozusagen. Ja. Für nicht die Ambiguität entstehen zu lassen. Ja. Ja, und schon Gefühl, dass ich schon auch noch immer, auch wenn die meisten Männer, mit denen ich, die ich kennen oder die ich besser kennen, sich ziemlich sicher sind, dass ich wahrscheinlich kein Sex will mit denen habe. Managen ich trotzdem irgendwie mein Verhalten, für dass die Ambiguität nicht abkommt. Also genauso manstatt auch mit Frauen. Und ich meine, die Ambiguität ist für mich recht okay oder könnte nämlich ab, wenn du so ein Notverhältnis hast, dass es okay ist, körperlich mit denen zu sehen. Oder wenn du explizit darüber geschwärzt hast, was das da heißt für deine Freundschaft. Du siehst, das hast du auch mit Frauen, just mit queere Frauen, oder von denen du weißt, dass sie queer sind? Ja, oder für Frauen, die wissen, dass ich queer bin. Dass du nicht willst, einen Eindruck entstehen lassen, dass du in ihnen interessiert wirst, zum Beispiel. Oder wie meinst du? Ja, oder also. Oder man, dass sie sich unwohl fühlen. Ja, das ist echt das. Also ich will nicht dass man nicht so wichtig, ob sie lo mengen, ihr was möchte, dass ich an ihnen interessiert wird oder nicht. Mir ist schon Angst, dass du dich dann in Druck bei der anderen Frau entsteht, dass sie quasi, ob ihr Schnaps muss reagieren oder so. Das ist ein bisschen tricky. Schule nicht, was direkt darunter ausschließt, nicht schlimm. Von meiner Anekdote, die ich, also par rapport zu meiner Anekdote, die ich ganz am Anfang gezählt habe, da habe ich schon gesagt, dass das die Frau abgeworfen bei mir, was der Mann für ein Bild von Frauen hat. Und du stellst dich in dem Moment froh, findet der Mann Frauen nicht interessant, wenn er nicht sexuell an ihnen interessiert ist. Also gesagt nicht, was den Wert von einer Frau ist, über das Sexuell heraus. Aber also wenn sieht, die meinen, dass Männer und Frauen nicht befreundet sind, dann seht ihr am Anfang, Männer und Frauen können nicht interessante Gespräche haben, und das sind die Gespräche dann anscheinend just mit anderen Männern kann haben. Ja, weil das auf den Punkt zurückfeiert von Geschlechter, sie so grundverschieden, dass du einfach das nicht interessant ist, verschiedene Erfahrungen mit denen zu teilen. Oder dass du nicht kannst verstanden gehen. Oder dass du gar keine andere drin hast. Ja, stimmt, das ist nämlich auch Erfahrung, dass du nicht immer so in der Halle mit so Sachen in der Halle mit ja. Das ist ja, ich interessiere mich nicht dafür, mit einer Frau trippeln zu gehen oder. Ja, beziehungsweise, wenn du siehst, also ich denke, dadurch, dass ihn ähnlich gelehrt wird, sich aus einem Geschlecht auszudrücken, möchte ich auch ähnliche Erfahrungen. So, an die quasi teilen zu können. Also, das fällt mir mega schwer, nicht an so stereotype Kategorien zu denken. Wenn ich so drin mal vorstellen, weil zum Beispiel den älteren Mann am Kaffee sitzt und mit anderen älteren Männern schwätzt, kann ich mir das gut vorstellen, wie sie mit denen schwätzen und ungefähr, was die Themen sind und wie sie sich bewegen und so. Ich meine, wenn von denen mit einer Person von einem anderen Geschlecht schwätzt, zum Beispiel mit einer Frau, müssen das ja ein bisschen aufpassen, weil sie nicht dieselbe Coden quasi. Ja, so. Es gibt auch kein klares Skript an unserer Gesellschaft, von dem du die Begriffe benutzen. Für wie ein Freundschaft zwischen deinem Mann und einer Frau auflebt, für allem, wenn es dir eben gerade, wenn wir bei älteren Männern sind, wenn du dann für einen Mann vorstellst, den bestört das, oder auch eine Frau, die bestört das, also generell einfach, und die dann Freundschaften zu einer Person haben, die nicht dasselbe Geschlecht hat wie sie, das ist direkt ein bisschen tricky. Also für Junker ist es manchmal noch manchmal kompliziert, aber sobald der bestört bei seiner Familie ist, könnte man so eine Ebene dabei. Ich meine, du hier könntet manchmal auch viel, dass Koppeln dann immer zu zwei dann eben auch etwas mit anderen Koppeln machen, aber Seelen, vielleicht einer aus der Koppel, etwas mit einer Person möchte, die ein anderes Geschlecht hat. Weil du meinst, dann
du so die Ugehol Spannung oder Unzähhung töchten Leid kann an der Koppel Schwierigkeiten kriegen. Ja, das so. Mir fallen dazu zwei Sachen an. Einerseits, wenn du siehst, also es gibt kein Vierlache quasi. Kein Vierlachen quasi für Freundschaften zwischen Männer und Frauen. Das war aber, weil, also, wenn du Filme guckst zum Beispiel, wenn du zwei geschlechtliche Hauptcharaktere befreundet sind, endet immer mal, dass du so in einer Beziehung sind oder Friends with Benefits. Ja. Und, oder dass unglücklich verlebt ist und sie dann muss sie getrennt werden. Und ich meine, also schon viel über die Unterscheidung zwischen was möchte eine Freundschaft versus eine Beziehung aus nur gedurcht. Und eine von den Sachen ist, dass es bestimmten Sachen an dieser Gesellschaft gelehrt gehen, die sind nicht mehr mit deinem Partner oder deiner Partnerin, so, und nicht mit Freunden oder Freundinnen. Darüber kann man nur noch schwätzen. Mir halt so, es wird auch mega viel, fand ich, daran hat mich auch, was du viel gesagt hast, mit Monogamie zu denen, dass du nicht mit einer Person hast, mit der du gewisse Sachen dealst. Ja. Und da hat eine geschlechtliche Person aus und dann nochmal der Vierstellung, so. Ich meine, weil als Freundschaften ausgesehen, als Freundinnenschaften ausgesehen, hat mega viel immer dazu dienen, weil wir als Beziehungen definieren, als Zweierbeziehungen. Oder wie die Gesellschaft definiert. Ja. Ist das schwangen? Ja, aber ich denke, dass da trotzdem auch just auf 4 Urteile beruht, weil dem Moment, wo du siehst, das ist aber voll okay, wenn ich Freundschaften mit Personen vom selben Geschlecht tun, die können auch mega intim sein und du kannst auch Sachen kreieren, die ich nicht aus meiner Partnerschaft kreieren, mit eben nicht als Bedrohung geholt, weil es nicht eine Person aus die ein anderes Geschlecht hat. Und auch da kann eine sexuelle Unzähhung sein. Also das sind mehr so Vorurteile oder gesellschaftliche Vorstellungen, die man haben, weil das wirklich, meine ich, fundiert ist am Endeffekt. Ja, aber ja, mit deinen vielen Männern zusammen, meine ich, war den als Gesellschaft valorisiert oder irgendwie als wichtig gesagt. Und ich meine, wenn zwei Frauen mit neben Freund sind, ist das irgendwie normal, weil sie ja nicht, aber nicht stehen so an der heteronormativen Vorstellung. Und das meine ich, wird mega viel immer dazu dienen, dass einfach Beziehungen also sexuelle Beziehungen zwischen zwei Frauen oder zwei Männern einfach als Männer noch mehr oder Männer wertvoll angesehen gehen und dafür Männer wichtig so. Also ich meine, du schwenkt noch viel, viel mehr mit. Ja, und was ich gerade auch gedacht habe, was sicher eine Rolle spielt, ist, dass einfach auch wahrscheinlich viel mehr Leute verloren sind, weil ihre Partner fremdgegangen ist mit einem vom anderen Geschlecht, wie vom selben Geschlecht. Also einfach von der Statistik hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Partner verliert oder die Beziehung auch vorgerät, dadurch, dass dein Partner oder die Partnerin mit einer Person vom einem anderen Geschlecht für ihren eigenen befreundet ist, viel mehr größer ist. Also, dass du eigentlich lebst und dann, ja, aber das wird ja auch im Film mit dem Dinge von so serieller Monogamie, okay, ich will eine andere Person von, die mir gut gefällt oder die ich flott fand oder so, da muss ich die eine Person verlosen, so. Musst du unbedingt verlosen sehen, kann ja auch sehen einfach, dass die Person ja. Sex hat mit der und ja, also Fazit von dem Ganzen, Männer und Frauen können durchaus befreundet sein. Es kommt immer auf Darstellung von den jeweiligen Personen an. Vorher ist auch so ein bisschen, was sexuelle oder romantische Orientierungen oder Unzähhungen mit der ganzen Männer-Frauen-Freundschaftsdynamik irgendwie machen. An einer anderen Frau ist ja dann auch noch, okay, weil das, wenn ich mich weder als Mann noch als Frau definieren oder bei Transpersonen oder so. Ich meine, da sind irgendwie andere Dynamiken oder einfach Freundschaften auch zwischen queere Leute. Die sich vielleicht schon als Mann oder Frauen definieren, mehr so Personen, die sich irgendwie nicht immer an den Normen von heterosexuell, cisgeschlechtlich, monogam, männlich, weiblich und so bewegen. Ich meine schon, dass so eine andere Positionierung von sich selber oder ein Nurdenken über die eigene Geschlechterrolle oder so auch verändern, weißt du, den Beziehungen feierst. Ja. Also mir und Haut hauptsächlich über Frauen und Männer gespart, weil das eben gerade die dominant Diskussion ist. Die dominante Diskussion an dominant Relationen oder die Relation
wo es vielleicht die meisten Assoziationen gehen, wie das genau soll auflaufen oder ausgesehen. Und eben, wie du so ist bei anderen Personengruppen oder anderen Konstellationen, geht es eben nicht so die klar Musteren. Ja, das da kann ich noch ein bisschen mehr und das Gefühl für sich selber gucken, Ja. was gerade mit der Person passt, ohne dass es immer so Skript, so viel geschrieben Dinge in einem an den Weg Ja. so ein bisschen. Ja, true. Voilà. Okay. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Liege und Deistadt bringen. Viel Spaß mit der Rubrik. Ring! Ein gut froh war das Squirten. Ein gut froh. Gut gefroht. Punkt Nummer 1. Was ist Squirten? Squirten könnte aus dem Englischen an hier so viel wie spritzen. Squirting ist, wenn eine Person mit einer Vulva ejakuliert, weil bestimmte Drüsen bei der Erregung Flüssigkeit produzieren, an aufgehen oder aufgehen können. Die Drüsen sind rund um die Harnröhre, an die kann ihr noch füllen, wenn ihr den sogenannten G-Punkt sicht. Der Punkt ist auch von G-Punkt mehr ein Platz oder eine Zone, die an der Vagina ist, wenn ihr ran und dann auch abgeht. Der fühlt sich ein bisschen mehr geraderisch rau an wie der Rest von der Vagina. Es kann sein, dass Leute, die squirten, die Flüssigkeit nicht nur draußen aufgehen, aber nur bannen. Da geht sie an bloß und sammelt sich da. Dafür hat ihn dann oft nur Sex Bedürfnis pissen zu gehen. Bei verschiedenen Leuten ist es also so, dass sie gar nicht merken, wenn sie squirten. Aber andere Leute geht Flüssigkeit nur draußen. Wie viel Flüssigkeit ist das? Das kann von ganz wenig sein bis ein paar 100 Milliliter. Aber anders wie den Numm Squirten suggeriert, ist es nicht so, dass es spritzt, wie zum Beispiel in der am Porno gesagt, ganz viel Flüssigkeit herauskommt. Wissenschaftlich ist noch nicht geklärt, passiert die sogenannte weibliche Ejakulation immer an einem heinst du nur draußen an heinst du nur bannen oder nimmen insgesamt heinst du. Punkt Nummer 2. Wie geht Squirten? Die wichtige Information am Voraus ist, während dem Sex kann ich nicht währenddem ungewollt pissen. Da das körperlich nicht möglich. Was ihr braucht für zu squirten, ist über der Punkt, wo ihr das Gefühl hat, etwas zurückhalten zu müssen oder auf Toilette müssen, erwascht zu kommen und loszulassen. Bei vielen Personen mit Vulva kann das Ejakulat, also die Flüssigkeit, auch zusammen mit dem Orgasmus kommen. Dann überdeckt den Orgasmus das Gefühl vom Squirten. Allerdings muss Squirten nicht mit dem Orgasmus zu tun haben. Ganz viel Lust tun kann hilfreich sein, mir tut auch viel mit Technik zu tun. Was für eine Technik dann? Der erste Schritt wäre, wie gesagt, die Person, die squirten soll, zu erregen, zum Beispiel durch Vierspiel, Lecken oder Fangeren. Der zweite Schritt wäre dann, bei der Person 2 Fangeren, zum Beispiel den Mittel an der Rangfanger an Vagina anzufeiern. Dann möchte eine Bewegung rob an Ruf. Das heißt nicht am Kreis oder ran und raus. Mit Bannen dran mit einer rob an Ruf Bewegung kann ihn die G-Zone oder G-Punkt stimulieren. Also 3 bis 5 cm an der Vagina ran und rob. Das kann ich noch steigern, auch richtig fast und schnell machen, wenn die Person das will. Dann kann das Gefühl bei der Person entstehen, dass sie pissen muss. Das muss sie ignorieren und probieren, sich zu entspannen und darüber wasch kommen. Ein kleiner Tipp für die Person, die gerade bei der anderen etwas möchte: mit der einen Hand also in der Vagina und mit der anderen Hand kann in der währenddem die Person Handen im Kopf ein bisschen festhalten oder auch sonst irgendwo halten und kann auch hilfreich sein, die Knie in den Becken zu schieben, für das sie sich ein bisschen hilft. So kann ihr besser die Drüse rund um die Harnröhre stimulieren. Wenn dann die Person mit Vulva durch die Fangerbewegungen squirt, das mir gehen darunter, dass sie mehr fischt geht oder auch nass. Es kann auch sein, dass du nur eine Nasefleck um Bad gedeckt hast. Verschiedene Leute gingen ob froh, weil das Squirten anfangen, wenn du nur alles nass ist. Mir wie gesagt, das kann von ganz wenig Flüssigkeit bis ein halbe Liter sein. Das kann ob Einkehr sein, so wie bei einem Penis, oder es kann sein, dass es ständig fließt, an alles dazwischen. Die Flüssigkeit setzt sich aus ähnlichen Sachen wie beim Ejakulat beim Penis zusammen, sie ist auch nicht Spermien, also Hormone, Vitaminen und ganz viel andere Sachen. Sie kann milchig bis flüssig sein. Unterscheidet sich aber von der vaginalen Flüssigkeit, also wenn ihr fischt geht, und auch vom Urin, sowohl von der Konsistenz wie auch vom Geruch.
Den dritten und letzten Teil von dieser Rubrik ist froh, für was überhaupt squirten. Grund für was Leute squirten ist, weil sie Lust drauf haben. Verschiedene Studien sagen auch, dass es besonders zu squirten, weil die Drüsen aktiviert gehen. Es kann außerdem entstressend wirken, also eine positiv psychologische Auswirkung haben. Allerdings ist nicht für alle Personen, die squirten, da etwas Positives. Weil verschiedene Leute also es heißt so unangenehm, dass du nur immer alles nasest. Andere Leute par contre squirten nie. Und auch du hast froh, für was soll die versichern, sich das beizubringen. Meine Meinung dazu ist, es geht viel mehr darum zu gucken, was der Körper möchte oder machen kann oder will. Es soll den auf keinen Fall zwanghaft probieren, etwas zu verändern oder unbedingt lernen zu squirten. Mehr echter mit dem Wissen, was ihn hört, gucken, wie den eigenen Körper Lust erlebt oder erleben kann. Das ist auf keinen Fall unkomplett, weil er nicht squirten kann. Aber wie gesagt, auch wenn das automatisch passiert, kann das für verschiedene Personen nicht so cool sein. Dafür ist es wichtig, darüber abgeklärt zu gehen, was Squirten ist, aber wie es funktioniert. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr bei Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grand Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.